ich vor 28 Jahren Vater wurde und mir überlegt habe, wo gebe ich mein Kind in die Schule und was gebe ich dem Kind zum Essen, bin ich das erste Mal in einen Bioladen gekommen. Habe festgestellt, die haben keinen Senf. Das war die Geburtsidee des Münchner Kindl Bio-Senf. 3 Jahre haben wir gebraucht, um den Senf biologisch herzustellen. Und seitdem machen wir Bio-Senf, jetzt seit mehr als 25 Jahren. Die Zeit vom Beginn, als wir angefangen haben, Bio zu machen, war eine harte Zeit, weil wir natürlich, Bio-Senf war 15 Jahre, war mir die Lachnummer. Wir sind auch im Senf- und Essigverband. Da treffen wir natürlich auf alle Leute aus der Industrie und da waren wir halt so irgendwie so die Spinner, die Bio-Spinner. Inzwischen ist Bio erwachsen geworden und alle versuchen Bio zu machen. Aber wir waren 15 Jahre vorher dran. Seit 1996 haben wir dann Senf anbauen lassen, haben Brucker Land und später unser Land-Senf auch hergestellt. Und das Wachstum war damals sehr, sehr langsam. Wir haben angefangen in der Garage, dann sind wir umgezogen auf 250 Quadratmeter im Krömzell im Industriegebiet. Bis vor 5 Jahren, bevor wir umgezogen sind, waren wir eigentlich mehr ein Familienbetrieb. Mein Partner, meine Frau, ich und wir hatten noch einen Mitarbeiter. Inzwischen sind wir fast 30 Leute und es geht auch darum, ein Gebilde zu schaffen, das auch für die Mitarbeiter sehr gut lebbar ist. Wir sind 8 Stunden mindestens am Tag in der Firma. Und das sollte eine angenehme Situation sein. Dass meine Kinder die Münchner Kindl Firma, die Herstellung weitermachen, freut mich natürlich sehr. Und in dieser Zeit, wo meine Frau und ich uns überlegt haben, wie wir die Kinder ernähren und wir da eben auf die biologische Ernährung gekommen sind, war es natürlich sicher auch ein ausschlaggebender Punkt, dass sie damit groß geworden sind und dass sie auch Freude daran haben, zu kochen und Lebensmittel auch entsprechend zu achten. Meine ältere Tochter hat ein Magazin, jetzt kommt dann das Grillmagazin raus, aber sie hat letzten Herbst ein Magazin gemacht mit Rezepten, Fotos, also sie entwickelt die Rezepte selber, sie fotografiert und das ist natürlich schön, dass meine andere Tochter auf die Kohle schaut, ist auch nicht schlecht. Dass Regionalität wichtig ist, haben wir ungefähr vor 20 Jahren erkannt, weil einfach die Wege, die regionalen Kreisläufe, wenn man das mal erkennt, dass man eben nicht Salat aus Holland haben muss oder Senfkörner aus Kanada, aus der Ukraine. Das hat uns dazu bewogen, Partner zu suchen, die in Bayern oder in der näheren Umgebung bereit sind, Senf anzubauen. War ursprünglich ein bisschen schwierig, weil Senf in Bio nicht subventioniert wurde. Das heißt, wir haben den Senf bezahlt plus Subventionen, um überhaupt Material zu kriegen. Inzwischen hat sich das natürlich geändert, weil unser langjähriger Partner Kramerbräu, die bauen Senf an in der Mischfrucht, das heißt Senf hier plus Bohnen, früher auch Hafer dazwischen. Diese Pflanzen unterstützen sich gegenseitig, reifen ein bisschen unterschiedlich und der Senf behält die Schoten zu. Deswegen kann man die Erntezeit auch ein bisschen überziehen. Wird gemeinsam geerntet und man hat 2 verschiedene Früchte auf dem Feld. Jetzt sind wir
auf dem Senffeld vom Markus Bscheidl, Kramerbräu in Pfaffenhofen, der uns seit 15 Jahren mit Senf beliefert. Ja, Markus, schön wieder da zu sein und zu sehen, wie der Senf wächst. Wir sind ja vor 10 Jahren schon mal da gestanden. Auch damals war schon der Mischfruchtanbau, das war im Prinzip ganz frisch. Und auf dem Feld ist auch Senf angebaut und eine Erbse, genau, die sich gegenseitig stützen und helfen. Wie hat sich das mit der Mischfrucht entwickelt in den 10 Jahren? Ich sage jetzt einmal, insgesamt hat sich der Mischfruchtanbau, der ist stabil geblieben. Es gibt einige Betriebe, die setzen den ganz bewusst ein, so wie wir auch, weil er eben eine Vielzahl von Vorteilen bringt, aber es bedarf schon einem intensiveren pflanzlichen Geschick oder pflanzenbaulichen Geschick, sinnvollen Mischfruchtanbau zu machen. Jetzt speziell hier in Kombination mit der Erbse, ich reiße meine Pflanze raus, geht es ja um mehrere Themen. Zum einen, man sieht es ja hier an den Ranken von den Erbsen, also die werden sich jetzt in den nächsten Tagen ziemlich fest an den Senf handeln und den Senf sozusagen als Stütze für die Erbse. Ja, und auch den Senf stabilisieren, wenn und umgekehrt das gesamte Gefüge, das wird in ein paar Wochen oder wenn es dann Richtung Ernte geht, wird wie so wenn du an einem Eck vom Feld anziehst, dann wackelt es am anderen Eck. Das hängt dann alles so zusammen und gibt damit dem Ganzen eine Stabilität und hält halt eben alles weg vom Boden. Das Zweite ist natürlich, wir haben ja vorher von der Problematik des Senfanbaus gesprochen, auch wir sind nicht davor gefeit, das kann durchaus passieren, dass er kommt, unser Freund Rapsglanzkäfer, und frisst uns alles nieder. Dann haben wir wenigstens keinen Totalausfall, weil dann immerhin noch die Erbse da ist. Ja, dann können wir die noch ernten. Aber wir haben ja jetzt Partner in ganz Bayern, die auch Senf anbauen, und auch Sonnenblumen baut sie ja auch an für uns. Ja. Weil das Ziel ist, unsere komplette Produktion aus bayerischem Anbau zu bestreiten. Und hier hast du jetzt irgendwie 11 Hektar, hast du gesagt? Ja. Und insgesamt werden wir mit Sonnenblumen 260 Hektar anbauen. Das heißt, dass wir das nächste oder in der nächsten Saison ab der Ernte hoffentlich in der Lage sind, komplett auf bayerische Rohstoffe zu setzen. Das ist natürlich eine tolle Errungenschaft, haben wir 10 Jahre hinbastelt. Und das macht schon ein bisschen stolz, vor allem auch den ganzen Unkenrufen und alle, die uns ausgelacht haben gegenüber, dass wir eigentlich unserer Zeit da schon voraus waren. Mit Bio, mit der ökologischen Landwirtschaft, und dass es auch funktioniert, ist richtig toll. Ja, ich denke, diese Zusammenarbeit, die hat natürlich auch uns als Betrieb, als landwirtschaftlicher Betrieb, ein Stück weit aus der Anonymität gebracht. Ja. Also wir sind ja eigentlich nur hier draußen auf dem Feld und wir machen unsere Kulturen, ob es jetzt der Senf ist, ob es die Erbse ist, ob es Getreide ist, liefern das irgendwo ab bei irgendeinem Verarbeiter und das war's dann. Ja, und der dann letztlich ein daraus fertig erzeugtes Lebensmittel auf den Tisch bekommt, der weiß überhaupt nicht, wer eigentlich so dahinter steht. Und das ist halt das, was mich dann so freut, wenn ich jetzt weiß, und das war auch dann auf der Biofahrt, gesagt, das sind eigentlich auch wir. Das sind wir drin, ja. Das ist unser Produkt, und damit bekommt es halt auch eine ganz andere Wertigkeit in beiden Richtungen. Also auch ein Landwirt freut sich, wenn er letztlich ein fertiges Produkt vorfindet, wo er weiß, da bin ich drin, und er freut sich natürlich genauso. Wenn es ihm schmeckt. Wenn es nicht nur ihm schmeckt, sondern wenn es vielen schmeckt und das letztlich erfolgreich ist, weil man dann wirklich sagen kann, ich bin auch einer davon, der hier mitwirkt. Ich bin sehr froh, da eben Partner zu haben, auf die man sich verlassen kann und wo man sich auch ergänzt. Und wenn mal was nicht klappt, wo man versucht, den anderen zu helfen und sich auszugleichen. Das, was mir jetzt momentan am meisten Spaß macht, ist zu sehen, wie das Konzept aufgeht. Zu sehen, wie die Menschen unsere Kompositionen, unsere Senfe, unsere Produkte annehmen. Und es ist einfach schön zu sehen. Es ist so, wenn man kocht und alle sagen, schmeckt gut. Das ist schön, auch
den ganzen Kreislauf mitzuerleben, auf dem Senffeld mit dem Landwirt, zu sehen, wie der Senf wächst. Der ganze Produktionsablauf mit den Kompositionen bis hin zum Kunden, Viktualienmarkt, verkaufen, mit den Leuten reden. Also das ist schön, das macht Spaß.